grüß euch, servus, küss dich hin. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Tour. Ihr hört Lieder aus früheren Zeiten und manche Oder sind schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika. Der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir noch den Werner Schar. Die Quetschen klingt halt super fein. Die Kontrabumpe hinten rein. Und das Gesang klingt, das war schon recht human. Drum leid und grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Blut. Ihr hört Lieder aus früheren Zeit und manche Hoden sind schon vorher. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Habe die Ehre. Grüß euch gut. Grüß euch, servus, küss die Hände. Na wunderbar. Wir sind ja wieder doppelt heute unterwegs auf Instagram und auf YouTube. Voll unterwegs, muss ich sagen. Auf Instagram, YouTube läuft nicht, Marvihof, oh ja, na, die ist aber schon da. Ja, es passt schon, wird schon passen. Oh ja, YouTube läuft, das läuft vielleicht bei euch nicht ganz, aber... Ja, Instagram, Gerhard Flat Race okay. Auf Instagram, Servus, Steuererin 64. Jawohl, Gerhard Knoflauch, Fred Stadtguss, dort, aber ich nehme an, auch hier auf YouTube, da sind wir nicht alle versammelt. Genau. Franz M. sicher schon. Marvihof, Werner Wichtig, Susanne Boom, Roman Buchter, Thomas Bastlecke, Jawohl! Bruderherz wieder dabei, Landtalstromer, Christoph Acker, na herrlich, wo ist da? 10 Daumen hoch bei 18 Zuschauern ohne Gast. Wir sind bereits auf 29 Zuschauer, meine Lieben. Ja, sehr gut. Gitarre-Stimmen und der Mantel, ja, weil wir später dran waren. Aber nein, warum waren wir heute später dran, Patrick? Das kannst du Ich habe ein bisschen einen Stau gehabt beim Herfahren. Ich wollte eigentlich schon um 3-4 die Dose locker, aber es hat sich ein bisschen verzögert heute. Und es ist trotzdem noch ausgegangen. Das Nein, es war ein cleverer Unfall, muss ich sagen. Du bist ja auf der Tangenten. Tangenten und das hat es gleich gestaut bis auf die S1. Was ist das da draußen? S1. S1 ist das, ja genau. Die S1 muss das gewesen sein. Ja. Ich habe das gehört, weil ich noch beim Zgonz, wenn er nicht ranzt, dann beim Zgonz und da habe ich das gehört, weil der ist ja da bei der Gebauerstraße und da habe ich gehört, da ist da was los ist. Genau. Ja, auf jeden Fall, ja alles. Thomas Nickmann, Almoschkogel, Hubert Hinkofer. Ja, super. Hubert hat mich total gefreut, dich persönlich kennenzulernen bei der Biker-Demo. Nein, der Hubert. Der Wolf ist auf Urlaub. Der fährt jetzt mit seiner Africa Twin, also nicht mit seiner, sondern mit der geliehenen Africa Twin, fährt er jetzt durch Österreich. Eine schöne Sache, und der war gestern bei uns dabei, wie wir gespielt haben, mit dem Blues-Schrameln. Ja, das ist leise dran. Ja, danke für den Hinweis. Ja. Nur das ist nicht das Publikum. Katrin Schatz, grüß euch, servus. Katrin, servus. Grüß euch alle miteinander. Bike Passionista. Super. Marinos Herzl. Schönen Abend. Ich trinke mal Wasser, weil Wein habe ich noch nicht. Weil er wurde noch nicht angebottelt. Meine Herrschaften, wir nähern uns ja schon langsam dem Ende des Winzer-Dauertesters. Eine Flasche habe ich noch, also nächste Woche haben wir noch mal einen Und dann kommt der neue, Ausblick, dann kommt der neue. Lasst euch überraschen. Ja. Lasst euch überraschen. Wir haben, also die Kisten haben wir schon daheim, von einem und vom zweiten wahrscheinlich dann auch schon. Ja, sicher so. Ja, genau. Ja, freilich, genau. Ja, genau. Oder? Nein, ja, nächste Woche so, aber noch die zwei Mann. Ja, noch die Genau. Wir müssen auch nachdenken müssen. Gut. Ja, Wahnsinn. Ulrich ist dabei, Gerda Steurer, Mama, Grüß Papa Gott, schauen grüß zu. Gott. Na, da reißen wir wieder zusammen. Schau mal, ich trinke nur Wasser. Ich trinke nur Wasser dabei. Ja, Der Patrick ja, wird jetzt das Anbotteln übernehmen. Auf seinen Wunsch heute. Auch auf Instagram tut sich was. Grüß euch in Instagram. Wer das Ganze in höherer Qualität sehen will, kann natürlich von Instagram auf YouTube switchen. Das ist kein Problem, nicht? Also, will ich nur angemerkt haben. 16er Burm TV, Burm. Ist das 16er Burm? Du 16er Burm. 16er Burm TV und alle, die da sind, natürlich. Du können Surren, anschauen. kann man da nicht sagen, weißt du, das ist... Blende ich sofort unsere Sache. Patrick, was wird heute angeboten? Und zwar unser Dauertester im August. Ausblick Wien, Weingut Dr. Höfler,
Diesmal ein Chardonnay, wieder Jahrgang 2019. Das Ganze vom Biesamberg. Ich freue mich schon drauf. Wir haben ihn schon verkostet, schon mehrmals. Richtig. Der Christoph Wackel kriegt schon die Panik. Dem Doktor sein Wein ist bald aus. Ja, der ist bald aus. Ja. Na klar, darf ich dir eingießen? Ich bitte darum, gieß. Also, gieß. Ja, nee. Schaut aber so. Chardonnay. Na ja, gut, sind wir nicht so geizig. Ja. Bitte schön. Danke, ist gut, ich freue mich schon drauf auf das Tröpfel. Auch ein Wein, der durchaus etwas, wie man sagt, Lagerpotenzial hat. Hätte, wenn man drin lassen, wenn man nicht austrinken darf. Ich lasse ihn aber offen gleich. Also offen, das schaut der Mann ein. Das zahlt sich nicht aus, die Türerei, ja. Andreas Christen ist dabei. Große Freude, wenn ich und die Wildcat. Wildcat schaut auch wieder zu. So ein bisschen so einen butterigen Schmelz, ein bisschen so. Gut, mir taugt das. Chardonnay. Chardonnay, wunderbar. Weingut Dr. Höfler. Sehr zum Wohle. Prost. Prost auf euch, gell? Schön, dass ihr dabei seid. Richtung Instagram, Richtung YouTube, was der? Instagram funktioniert noch. Instagram funktioniert noch. Bin total glücklich. Instagram sieht man uns wieder komplett. Also Instagram ist ja eigentlich behind the scenes. Ja, da sieht man gar nicht das Mikrofon heute. Oh! Das war sonst immer im Bild. Heute ist gar nicht im Bild. Das ist höher oben. Hoffentlich ist nein, da oben. Nein, es ist ein anderer Winkel. Ein anderer Winkel, was soll man machen? Aber der Schmiede, Silvia Schienagel, Julstagram, ja, die Schienagel, Silvia Schienagel sagt uns auch Prost auf Instagram. Prost, ja, das ist. Und der Ulrich sagt richtig, im Wasser fägeln die Fische. Das ist nicht. Da, kurzer Rückblick, was war bis jetzt schätzt du, dein Favorit als Wein vom Höfler? Mein, was ich gerne ist, zwei, die gleich auf gleicher Stufe sind. Das ist der gemischte Satz und der Chardonnay. Ja. Je nach Stimmung und Laune. Welcher gemischte Satz? Es gibt zwei. Und zwar war das der gemischte Satz, der stärkere, der vom Alkoholgehalt ein bisschen. Der mit Muscatella, oder? Der mit Muscatella, ja genau. Das ist also mein Favorit. Der mit Muscatella drin und der Chardonnay, die zwei sind, je nach, ich bin immer ein bisschen beim Wein, sind beide über jeden Zweifel erhaben, gut, wunderbar. Aber mein persönlicher Favorit ist halt, je nach Tagesverfassung, muss ich also sagen, was ich is und ja, was ich an Gust habe, also beide gleich. Ja. Na, bei mir war es der gemischte Satz, eben der eine, ich weiß nicht, wie der heißt. War das nicht der lustigste Wein? Oder nein, das war nicht der nichts mehr da, nicht? Ja, der andere. Ja. Und da ist nämlich ein Muscatella drinnen. Und der war 20% Muscatella dabei, ja. Und der war echt, den hat man echt gut ausgeschmeckt. Der hat mir wirklich sehr gut geschmeckt. Sehr gut geschmeckt. Weil ich schaue gerade, wäre Ottig da mit dem Kopf. Ich muss ein bisschen höher fahren. Halt, ich muss ein bisschen höher fahren. Und da bin ich komplett angeschnitten wahrscheinlich. Nein. Es geht um das, weil ich habe dieses Dauertester, Insert drinnen. Das ist auf dieser Seite, ja. Das ist genau, ja, Mensch, da weißt du, das war bei dir wieder schwarze Balken vor die Augen. Über das Ding, ja. 777 oder wie ich jetzt weiß, 777 ist auch da. Da freue ich mich sehr. Sehr leid, was gestern sagt er, ja, und ich mich sehr gefreut, dass du dabei warst und herzlichen Dank aber für dein Präsent. Ich habe es dem Patrick nicht vorenthalten. Nein, ich habe es erfahren. Er ist ja doch ein lieber Freund. Ich habe ihm gesagt, dass du uns Zigarren geschenkt hast. Ich habe ihm nicht die zwei gegeben. Aber ich habe ihm gesagt, dass wir welche gekriegt haben. Ja. Noch dazu mein Lieblingsformat, Robusto. Also ja, schon genau getroffen. Also wunderbar. Ganz großartig, ja. Marvihof sagt auch, der gemischte Satz, der war super, ja. Marvihof, ich habe nicht vergessen, wenn es es irgendwie ergibt, wäre ich natürlich ein Kisterleich mitbringen. Das haben wir eh schon gesagt. Fritz Statko sagt auch, der gemischte Satz ist echt gut. Und der Franz M., was bodelt der? Zweigelt Klassik 2019 vom Kummer aus Bodersdorf. Oh, das ist auch was sehr Gutes, ja. Wo jeder einen Schlögel, das Wasser in Steyr ist hin. Aber nein, das ist nicht gut. Da trinke ich einen Schluck Wein. Oje. Ja. Auf. Das ist wahrscheinlich durchs Hochwasser. Ja, wahrscheinlich. Das kann sein. Das haben wir auch schon gehabt. Ja. Da musst du halten an die Hildegard von Bingen, die hat auch nur Wein empfohlen, weil es Wasser war. Wein oder Bier, ne? Ja. Die zwei gesündesten Getränke da, Hildegard von Bingen. Ne? Weil damals das Wasser tut nicht zum Saufen. Nein, wobei sie auch immer schreibt, aber wenn man durch ein hitziges Gemüt hat, doch eher den Wein auch mit Wasser in die Hitze nehmen soll, nicht? Ja. Also der quasi der Gespritzte, ne? Das ist als gesundes Getränk schon gehabt. Der Gespritz ist eine Welt. Und da gibt es ja die Geschichte von Johann Wolfgang von Goethe, wie er gesessen ist in einem Wirtshaus. Ich weiß nicht, ob es Auerbachs Keller war, aber es war halt irgend so ein Wirtshaus. Und damals war es bereits schon eine Sitte, dass man Wasser mit Wein gemischt hat, liegt wahrscheinlich daran, dass der Wein wirklich ein Sauerampfer war. Also ursprünglich schon in der Römerzeit. Ja, und das war sicher, der Weinbauer war sicher ein bisschen eine harte Geschichte für den Mann. Und vor allem natürlich noch die älteren Semester, die Philister.
wie man damals gesagt hat, die haben halt mit Wasser gemischt, damit sie ihn vertragen. Und der Goethe sitzt so nicht auf einem Tisch und mischt sich einen Gespritzten sozusagen. Und da hinten ist ein anderer Tisch, da sitzen lauter junge Studenten dort nicht und machen sich lustig über den alten Herrn da, weil er den Wein nicht pur trinkt. Selbstverständlich, ne? Geht ja, nicht? Als junger Bub, ne? Das ist ja normal. Ja, und da hat er was auf einen Zettel aufgeschrieben und hat das den Kölner gegeben und gesagt, er sollte es den Studenten geben. Und die kriegen den Zettel und da steht drauf, das Wasser macht stumm, das beweisen die Fische. Der Wein macht dumm, das beweisen die Herren am Tische. Und weil ich beides nicht will sein, mische ich Wasser mit Wein. Das haben wir der Goethe schon gesagt, aber das waren andere Weine als heute. Ich muss ja auch sagen, so gute Weine, wie wir heute trinken, haben wir ja bis vor 50 Jahren, 60 Jahren noch keiner trinken. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall. Also ist so. In unserer Kindheit war der Wein noch ganz. Also wir haben gesagt, Konrad Pfaffeleder, habe die Ehre und grüß gut. Konrad, schön, dass du dabei bist. Servus, grüß dich. Das freut mich. Aha, die Daniel Schläger, technisches Gebrechen. Okay. Ja, der Christoph fragt, ja, das sehen viele. Also, mein Munkel, die trinkt auch nicht so gern gespritzt. Meine Freundin auch, ja. Die sagt, einen guten Wein verwässern brauche ich nicht und einen schlechten Wein trinke ich gespritzten auch nicht. Das stimmt, aber man trinkt ja eigentlich einen gespritzten auch wirklich nur, im Idealfall natürlich einen guten Wein. Weil natürlich guten Wein. Es ist ja nicht, einen gespritzten mit einem schlechten Wein zu machen, ist nämlich fatal. Wenn du dir nicht sicher bist bei einer Weinverkostung, ob der Wein einen Fehler hat, Wasser, am besten noch sehr spritzig, ein Sodawasser mit viel Kohlensäure, das kommt alles aus, das ist unglaublich. Das holt das so richtig aus dann. Ja. Wenn was ist. Ja, vor allem du hast das, du kannst es leicht schauen, wenn du nicht sicher bist, aber korkt, nicht? Also bei den Weinen, die noch einen Kork haben. Das ist ganz extrem. Und da wirklich, wenn du das mit Wasser mischt, dann schmeckt es ja jeder aus. Nicht? Ich habe Kork immer geschmeckt. Ja, ich bin da ganz hakelig. Ja, aber manche, und da tust du ein bisschen Wasser rein und dann schmeckt es ganz extrem. Der Rudi Corbes, Rodolfo Corbesso ist da, jawohl. Früher hätte ich gesagt, für mich Wein pur gespritzt bin ich selber. Der Rudi. Und der Uli, mit österreichischem Wein war doch mal was. Naja. Ja, das war das Beste, was uns passieren konnte, wenn man so gute Weine hätte. Richtig. Im Nachhinein betrachtet. Die große Glückcola, wann war das in den 80er Jahren? Anfang der 80er Jahre war das, ja. Da war mein Onkel gerade in der Ich glaube 1985 war der Jahrgang. Dieser spezielle. 85 oder noch früher, 82, 85. Ja, Anfang der 80er Jahre. Pass auf, Mama M begrüße ich auch noch herzlichst und jetzt spielen wir noch ein Lied und dann bringen wir noch einen Zusammenhang mit einem Ausblick mit Weingut Dr. Höfler und 16er Buben, was in dieser Woche passiert ist. Ja, Spritzer vertrage ich mehr als 8 Bike bei Silvester. Das stimmt. Ist bei mir genau das Gleiche. Aber das liegt daran, auf gespritzt, das haben wir eigentlich geeicht, kannst du sagen. Weil das ist, wenn wir spülen und was trinken, dann sind es 99,9% sind das Gespritzte. Nein, ich nehme schon öfters ein Achtel an, weil ich fahre ja, meistens. Ich trinke halt 1, 2 Achtel am Anfang. Ja. Ne? Ja, das. Aber so, wenn man viel, wenn man quasi viel trinkt, wenn wir beide fahren müssen, Gespritzte, ja. Dann sind es Spritzer, ja. Das ist bei uns auch so. Na gut, pass auf. Schaust du auf Instagram an? Ja, auf Instagram. Alles da. Noch immer, aber hat sich nichts geändert. Hat sich geändert, ja. Hat sich nichts geändert. Passt wunderbar. Es funktioniert. Wir freuen uns über alle, die zuschauen und dabei sind. Ihr seht uns also quasi im Behind the Scenes. Quasi Backstage-Bereich. Ich finde es blöd, dass mir das Mikrofon ist. Das hat so was gehabt, sowas. Das muss ich jetzt noch einstellen. Na gut, dann versteht sich die Kamera wieder. Ja, aber ich will das haben, aber ich sehe nicht. Aber du bleibst sitzen, verhalte dich still. Ich und da halt die Leute. Ich habe gar kein Mikrofon angehängt, sicher gerade. Ich rede jetzt mit dem Mikrofon über das Telefon, über das eine. Muss auch gehen. Okay. So, jetzt sieht man das Mikro. Es macht nichts. Das war mir wichtig, dass man das Mikro. Ja, ich vergesse nicht. Der Schlögel hat den Weinkeller aufgefüllt, das ist auch gut. Haben die Sammlung vom Schwiegervater geerbt. 40 Flaschen besten Wein. Nicht schlecht, sage ich. Weißt du was? Ja. Gut, 40 Flaschen sind nicht auch. Also, ja, ist eine überschaubare Menge. Ich wollte gerade sagen, mit 40 Flaschen, du brauchst keinen Weinkeller, da reichen 2, 3 Kisteln. Ja, ich bin schon wieder frech. Duke von Octane ist auch dabei. Na ja, super Geschichte. Und ja, Instagram redet auch. Aber jetzt sieht man das,
Mikrofon im Bild. Ich finde das ein bisschen reizvoller. Behind the scenes auf Instagram. Aber sagt mal auf Instagram bitte, wie der Ton ist. Das würde mich jetzt interessieren. Weil das letzte Mal habe ich gehabt, ein externes Mikrofon angehängt. Was beim Handy dort und auf das habe ich vergessen. Ich habe gewusst, auf irgendwas habe ich vergessen. Aber ich glaube, der Ton wird schon passen. Sonst hätte ich schon was gesagt. Weinskatalter 85. Ja, 85, ja. okay, ja. Danke für die Info. Ja, genau, habe ich es doch richtig Ein gesagt. gewisser Herr Ingenieur Norbert Rutger war da auch involviert Ja, bei der Aufdeckung. Ja, ja. Also, Der Onkel, ja. ja. Der ist ja auch der Rosenstock-Gossen, so wie gewesen. Ja. Der war damals auch in der Weinbauschule tätig, unter anderem hat er dort im Labor und Chemie unterrichtet in Klosterneuburg. Und das war eigentlich ein bisschen ein Zufall, dass man den entdeckt hat, überhaupt, das Glykol. Weil wenn man nicht sucht nach was Bestimmten, kann das sein, dass man auf einer Gaschromatographie-Diagramm die eine Spitzen nicht auffällt, weil das Glykol und das Glycerin ist so eng nebeneinander, aber ich möchte dich nicht langweilen damit. Was? Wir spielen schon. Ein bisschen Chemiker bin ich immer noch, alles klar. Dann machen wir irgendwo im Wiener wohl einen Wein entdeckt. Ja, haben wir das letzte Mal auch gespielt. Haben wir das letzte Mal? Stimmt, spielen wir es heute nochmal. Noch einmal, ja. Wurscht, wir spielen es nochmal. Schöne Nummer. Alte Nummer. Weiß nicht, von wann? Aber es ist schon relativ ältere Nummer, ja. In der West am Lokal gekommen, schreit die Spätzons, hier was Glase, ja sag, wo kugelst du denn um? 14 Tage fühlst du a Gradheit schon bei der Rockpartie. Haben wir die vielleicht beleidigt, doch ganz höflich antwort ich. Na, satz du nicht bess. Der Grund, warum ist es? Ich hab irgendwo im Wiener Wald einen Wein entdeckt. Das ist ein Tripfel, da muss man sie so. Wenn nur einer tut sein Nasel in das Glasel steckt, der muss zuerst lassen, dann muss er bläsen. Ja, was ihr möcht's gerne alle wissen, dass das ein Weidel gibt, aber regt euch nicht auf, es hat keinen Zweck. Denn so ich voll noch bläss, von mein Hauen die Adresse. Satz ist Hallo drin dort und sauft man weg. Geile Nummer. Geile Nummer. Ein Blues, aber eigentlich interessant. Die Achtel von einer Shit. Die Achtel von einer. Herrlich. Herrlich. Alexander Riebler, herrlich, macht's weiter so. Danke schön, mach mal. Schön, dass du dabei bist, Alexander. Ja, wobei es eigentlich lustig, ich habe irgendwo im Wiener Wald einen Wein entdeckt, ich weiß jetzt wirklich nicht, von wann die Nummer ist, aber der Wiener Wald ist ja jetzt nicht, wo man sagt, das ist da, wo der Wein ist, aber der muss ja... Eigentlich stimmt's, alles stimmt schon. muss ja auf, so Klosterneuburger Gegend eher auf sein. Na, Ottergrind liegt mitten im Wiener Wald, Ja, die Weinberge ja, mitten im Wiener Wald ist ein bisschen übertrieben, aber ja. alles Eck ist der Ja, Wiener das Wald. ist Wiener Das ist Wald, alles ja. Wiener Wald. Grinzing, Wiener Wald, Kohlenberg. Ja, das ist alles Wiener schon Wald, Wiener Wald, ja. Aber so, Ich bin jetzt dort, was Wiener heute ist, wie so Drum Meierlingen hinten oder was, ganz da im ist nichts mehr. Grafenweidl, ne? Zum Beispiel. Ja. Grafenweidl haben wir Ja, das stimmt. Wald, ne? Das stimmt, ja. Das stimmt, aber trotzdem irgendwie lustig, ne? Weil im Wiener Also hat der man nichts so. Grafenweidl sogar. Kapfenwaldl, ja. Interessant, ja. Irgendwo im Wiener Wald, Irgendwo ja. im Wiener Wald. Aber wir haben den Wein, den Dauertester ja vom Beserberg, also das ist definitiv nicht Wiener Wald. Nein, das ist das nicht mehr, ja. Aber wir haben gemeinsam in dieser Woche einen interessanten Termin gehabt, also einen Termin, nämlich Seitenblicke Sommerfrische. Ja, War leibend über uns, absolut. über den Beserberg, über das Wienerlied und über den Dr. Michael Höfler. Ausblick, Punkt Wien. Das war eine tolle Geschichte. Ich weiß nicht, wer es vielleicht gesehen hat, wann nicht. Es gibt es jetzt in der DVD zum Nachschauen. Wann war es? Am Sonntag, glaube ich. Nein. Wann war denn das? Nein, das war am Samstag.
Samstag. Freitag war es. Freitag? Freitag war es, ja, da war ich am Das war's am 28. Freitag war es, ja. Also man schaut in der DVD-Sendung verpasst, ORF2, 28. Samstag 28. Freitag 28. war es, ja. Um 21.50 Uhr war das Sommerfrische. 21.49 Uhr, genau. Ja. Seitenblicke Sommerfrische über die 16er. Großartig. Ich habe mich wirklich gefreut über das. Das war echt ja. Thomas Bastel hat gesagt, war am Freitag, richtig. Genau, ja, danke für die Info. Ja, schaut sich das aber wirklich ein netter Bericht und vor allem deswegen ja auch besonders erwähnenswert, oder halt, wie soll ich sagen, für uns natürlich leibend, weil wir halt vorgekommen sind oder weil wir dort die Protagonisten waren, gemeinsam mit Michael vom Ausblick. Aber weil natürlich das Wienerlied im ORF ja eben eher nicht so üppig vorkommt und der Christoph Acker lass liegt das. in Nordwest, oder? Nein, kann nicht, West kann nicht sein, Nordost waren, ja. Ja, das stimmt, da muss ich ja recht geben. Da muss ich recht geben. Ist in der Hof, der verdickt das mit dem Ameisenberg, ja genau. Ja, genau. Mit Ameisenberg. Da ist ein Ameisenberg. Ja, das mit der Stelle. Da stehst du, sie, weißt du. Und das normal schneidet man ja sowas aus, nicht? Aber ich dachte, das haben sie. Na, menschlich. Man will heutzutage auch im TV immer die Menschlichkeit zeigen, nicht auch des Künstlers. Ja, natürlich, wir sind ja auch nur Menschen. Ja. Ich weiß, viele glauben es nicht. Na schau, und dann natürlich auf Instagram schaut noch zu der NA68. Hat einen Daumen auf eine, der Nige 78 hat die Achtel eine. Also scheinbar ist auch der Sound in Ordnung auf Instagram. Gut. Haut hin. Momo sagt, ich hab's gesehen. Etwas kurz, aber sehr interessant, sogar Antragsstromer. Ja. Ist noch bis kommenden Freitag ist noch drinnen. Ja, länger ist diese Sommerfrische nicht. Die ist ja immer zu kurz, die Sommerfrische, ist ja klar. Zu mir verdaut, so wie das Wasser getrunken. Ja, ich nehme auch einen Schluck. Ja, ist das noch. Ja, aber es ist halt, aber wir sind froh, ich meine, es ist wirklich eine tolle Geschichte, weil es halt eine ganze Sendung war über uns und das eben für ORF, wo man sagt, naja, das war schon immer ein bisschen ein Kampf, aber ja. Ich finde das großartig. War wirklich gefreut drüber. Ja, der Andreas Christian, ich finde es trotzdem traurig, dass nach dem Seitenblickebericht nicht die Abos etwas nach oben gegangen sind. Viel war es zumindest nicht. Ja, das stimmt natürlich. Wobei wir haben heute jetzt 50 Zuseher, wir haben schon 55 gehabt zuerst Zuseher. Also ja, da habe ich noch gar nicht geschaut. Ja. Das ist eigenen Sender aufmachen, sagt die Wildcat. Ja, machen wir ja quasi. Wir haben ja mit quasi YouTube. Mit YouTube ja, genau. Aber es ist halt auch so, das war ja wirklich interessant. Für mich das erste Mal wirklich interessant, das war letztes Jahr im Mai, am Muttertag. Genau. Ö1. Ö1, ja. Eine ganze Sendung, die Sendung Spielräume, war nur über die 16er Buben. Eine ganze Stunde, also wirklich von Nachrichten bis wieder zu Nachrichten. Komplett, ja. Und ich habe mir das angeschaut, nachher die Homepage-Statistik, nicht, ob da mehr Zugriffe waren oder bei Google. Nichts. Und jetzt frage ich mich, hat es keiner gehört? Oder ja, nicht? Oder sind wir so schlecht? Das kann ich mir aber nicht vorstellen, das glaube ich nicht, oder? Aber das war wirklich interessant. Also ja, nichts, ganz interessant. Nicht ein einzig, gar nichts. Mhm. Ja, aber ja, das ist ja so, ganz ehrlich, es ist ja wurscht. Aber wir freuen uns trotzdem, es haben viel gesehen. Oder damals auch Seitenblicke, das war sogar in der ZIP, war sogar die Ankündigung der Seitenblicke. Richtig, ja. Mit uns, also über die 16er Buben, und da waren es beim Taschler damals. Da habe ich dem noch gesagt, da habe ich Martin Busch, der uns angerufen hat wegen die Seitenblicke, den habe ich noch gesagt, das sind keine Promis oder sowas, das sind nur wir. Und halt unsere Gäste. Und er hat gesagt, nein, das passt schon, wir wollen das eigentlich wir wollen da eher mal was ohne den ganzen Seitenblicke, Bussi-Dingsbums haben. Ja. Und da war aber auch nachher nichts. Also da war original kein also da, zumindest nichts Belegbares in Zahlen. Nicht? Vielleicht sind ein paar hängen geblieben. Ja, aber nicht wirklich viel. Ne? Aber so, dass du sagst, ich weiß ja noch, wie die Geschichte war von der Weltpartie. Leider ist ja da der Franzi schon gestorben. Aber die Weltpartie, die sind in die 80er Jahre, glaube ich, oder 90er Jahre in den Musikantenstall gekommen. Mein lieber Freund, Musikerkollegen, 90er Jahre in den 90er, glaube ich. Die haben ein Lied im Musikantenstall gespielt und am nächsten Tag sind die Plattenverkäufe von der Weltpartie so aufgeschossen. Ja. Das war damals so. Das war einfach, so wie Heinz Konrad, haben sie einmal gesagt. Wenn du zum Heinz Konrad in die Sendung gekommen bist, als Unbekannter, ist das auch so. Erste Schallplatten ausgebracht, zack, puff.
4.000 Stück verkauft. Innerhalb von 2 Tagen. Nicht? Also für bei Wiener Lied, also sehr begrenzte Sache. Ja. Gut, damals, aber eben bei der Weltwelt ist er aufgeschossen. Ja. Und diese Macht hat scheinbar, haben diese herkömmlichen Medien eigentlich nicht mehr. So wie es ausschaut. Ich meine, kann man gut schon, oder schlecht sein. wahrscheinlich, weiß ich nicht, wie es war bei Starmania, da was man tut, ja, dann wirst du schon kurzfristig irgendwo ein Ding haben, aber das sind halt alles kurzfristige Geschichten. Da bleiben wir aber so. Der Malk war Macht, schreibt der Christoph Acker. Ja, das stimmt schon irgendwo, ja. Der war Macht, ja. Absolut. Ob er das gefallen hat oder nicht, ist irrelevant. Was anderes, ja. Der Stein in 07 sagt, das passt schon auf YouTube. Der Triple 7, ich habe schon so vielen Leuten gesagt, mach weiter Werbung. Danke herzlich. Danke. Das ist nämlich das Wertvollste, das ist tausendmal mehr wert als Seitenblicke, Brieflosshow oder was auch immer noch alles existiert, obwohl das erleibend ist, wenn man in den Medien vorkommt. Aber natürlich die persönliche Werbung, das persönliche Weitersagen, die Empfehlung, das ist natürlich das absolut Wertvollste. Großartig. Was schaut der Andreas? Meine 18-jährige Tochter hat euch gestern abonniert, als ich ihr das Geburtstagsständchen der letzten Mal Latschen gezeigt habe. Reines Unterstützung, damit viel mit dem Wiener Lied hat sie nicht viel am Hut. Das wird schon noch kommen. Aber danke dir, Andreas, und danke deiner liebreizenden jungen Tochter und alles Gute nochmal zur Volljährigkeit. Und das ist ganz lieb, ja. Volljährig ist mit 19, oder? Habe ich geglaubt, du gehst auf. So. Oh, wurscht. Nein, volljährig bist du mit 18. Nein, mit 19 halt, ganz sicher. Mit 18 bist du nicht volljährig. Ja, es gibt ja so ein paar, es gibt die darfst, Geschäftsfähigkeit, dann Du gibt darfst einrucken, das war, weißt du, bei meiner Zeit, weiß nicht, wie du gesagt einrucken darfst, aber du bist nicht volljährig. Volljährig warst du mit 19 erst. Das war das. ja, wurscht. Immer die Diskussionen, die gröberen. Ne? Der Roman Buchter schreibt, ich denke, das Publikum von Ö1 nicht auf YouTube zu sehen ist. Glaube ich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin privat auch durchaus ein Ö1-Genießer, muss ich sagen. Unter anderem, aber auch Ö1 gehört dazu. Bin mir nicht sicher. Ja. Als kleiner Bub nur der Hirstag. Ja, Christoph Acker bei mir genauso. Ich habe das, wenn das meine Eltern, oder die Eltern haben gar nicht so geschaut, die Großeltern haben sich das angeschaut in die Musikantenstall. Und ich war einmal ganz fertig, wenn der Hirs kommt. Ich bin nur gut auf dem Hirs. Dazwischen ist mir furchtbar am Arsch gegangen, das Ganze. Und in Summe die ganzen, weiß ich nicht, 2 Stunden Musikantenstall haben wir nur angeschaut wegen die 3 Minuten Hirs. 3 Minuten Hirs, ja. Matthias Meyer. Ah, okay, danke Andreas. Nein, mit 18, das mit 19 gibt es nicht mehr. Gut, wieder was dazugelernt. Wunderbar. Na schau. Duke von Octan, mit seriösen Beiträgen kriegt man nicht so viele Abos wie mit Rumblödeln. Gibt ja genügend Beispiele. Aber lieber langsam wachsen und mit gutem Inhalt glänzen ist bestimmt nachhaltiger. Das stimmt. Stimmt. Allerdings habe ich mir gedacht, bin da ziemlich viel herumblödeln. Also mit aber es ist sehr lieb, dass du uns meinst mit seriösen Beiträgen. Also so glaube ich zumindest. Ne? Ja. Man stimmt schon. Es ist schon. Man kann ja blädeln, aber wie gesagt, zum Blädeln gehört der Hirn an, zum Depperzei sowieso. Also. Ja. Der Markus Bristonik sagt, irgendwann wird es so sein, dass die ihr erwähnt, einen Sprung nach vorne machen. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht einmal. Aber sind wir noch weit weg. Da sind wir noch weit weg. Da sind wir noch nicht einmal 1000 Abonnenten auf YouTube. Bald haben wir 900. Ich glaube, es wird bald geschenkt sein. Ich habe mir jetzt als seriöser Beitrag, habe ich mir jetzt noch 8 Leute. Wenn er einschenkt, eines trinke ich auch noch. Kriegst. Eines trinke ich noch. Du kriegst auch noch. Dankeschön, danke sehr. Hauptsache Wein, wie hier steht. Der Rudi Korbis sagt, geht die Herner steigen? Na freilich, die haben wir schon lange nicht gespielt. Spielst du mal über den Lorenziberg? Genau, da hier ist. Da haben wir mal Lorenziberg. Da kommen die schönen Mädchen daher. Die Weisheit liegt im Wein, darum seid ihr seriös. Ja, das wird sein. Möglich. Wunderschönen guten Abend, sagt die Karin Albertine Bristonik. Christi Gott, servus. Dein lieber Mann hat ja schon gepostet. Susanne Bum, lieber Klaus, habe eine Frage. Na wunderbar. Wenn du das mir stellen willst, müsstest du das reinschreiben. Sonst kann ich schwer darauf antworten. Wenn ich darauf antworten könnte, wir werden sehen. 80er, 90er Fernsehen, da waren wir noch nicht übersättigt von der Vielfalt der Sender. Ja, das stimmt natürlich. Ja, klar. Da haben wir 2 Sender gehabt noch bei uns daheim. Ja. ORF 1, ORF 2. Kann ich mich noch genau erinnern, wie das allererste Mal mit meinem Bruder einen Nachtfilm geschaut habe. Und darüber hinaus bis zur Bundeshymne gekommen bin. Mitternacht. Da steht Mitternacht. Wahnsinn.
Mitternacht, das war die rote Fahne im Fernsehen und die Bundeshymne. Dann hast du nur das Testbild gehabt. Und ich bin dort gehängt und endlich durchgehalten. Ich war charmiert zum was weiß ich was. Oh ja. Johannes T. Stefan. Johannes T. Stefan schaut zu auf Instagram und das gefällt mir. Er schaut behind the scenes. Behind the scenes. So schaut's aus. Weil die wirkliche Sendung läuft auf YouTube. Auf unserem Kanal. Christoph Acker ist super. Schau, der Chaco Speed. Grüß dich Gott. Yes. Wer ist heute eigentlich alles beim Patrick Trinkspiel dabei? Was ist schon wieder? Ich weiß nicht. Naja, es wisst schon. Also ist grundsätzlich, das wurde von den Bristonics eingeführt, dieses Trinkspiel. Jedes Mal, wenn der Patrick Kommentare liest vom Handy, müsst ihr was trinken. Aber ich bin ja morgen um 11.20 Uhr bei meiner lieben Augenärztin, bei der Susanne. Aber da wird sich an dem nichts ändern, nicht? Ja, na, wirklich wahr. Ja. Die Jungfrau noch dann. Ja, nein, das Trinkspiel, ja, das gibt's für die. Ja. Entschuldigung, die Susanne war beim Zahnarzt. Die Heisel war nicht, die singen wir ja. Das singen wir ja. 8 Zähne. Bist du na schön, ja, muss ich gleich einen Schluck nehmen. Ah, mit Gefühl, das wäre mit dem Karussell gefahren. Na servus, Susanne Bum. Haut eine bitte ein rotes Achtel für die Susanne Bum, dass schnell wieder gesund wird da, dass das wieder geht. Boah, alle Zähne gerissen. Servus. Na, haut eine. Bitte eine rote Welle sozusagen. Na, das kann man in der Wahlkampfzeit nicht sagen. Das ist meine Wahlwerbung. Ja. Haut eine rote Achtel für die Susanne Bum, dass schnell wieder gesund wird. Und natürlich, na, da machen wir heute noch die Heiselfrau. Ein bisschen später würde ich sagen, weil jetzt müssen wir noch in Rodolfo Corbesso seinen Wunsch erfüllen, nämlich die Hernerstein. Haben wir schon ein paar Mal da gespielt auch, aber wir spielen es einfach jetzt noch. Wie fängt das an? Heute vor allem? Ja, nein. Das ist, warte mal. Oh ja, heute fahren sie alle mit an und hat keiner Zeit für eine Musik angesagt. Ein Hitz und eine Gaude, die gibt es nicht mehr. Der Werner macht das Leben so schwer. Dann war es so schön. Langsam noch weiter und pfeift auf das. Ja, das ist so, der Großvater singt. Aus der urigen Zeit jetzt. Bei der Hernerstein, ja genau. Heute fahren alle wieder nur umeinander. Keiner hat Zeit für eine Musik angesagt. Ein Hitz und eine Gaude, die gibt's nimmer mehr. Der Werner sitzt da, macht sich das Leben nur schwer. Drum rädeln sat's gescheit und verpasst's nicht die Zeit. Geht's langsam durch die Welt und pfeift's auf das Geld. Hört's zu, was der Großvater singt. Aus der uralten Zeit jetzt der ging. Bei der Hernerstein drost vor der Lina, da war der Stammtisch noch der echten Wiener. Von Sonntag waren auf Fisch beieinander, unser Meerschanpfeiferl in der Hand, mit einem goldenen Schreifel drin in Duren. Ja, man kennt fast glauben, so sind's geboren. Und der liebe süßer Schmäh ist gering. Jo, jo, so waren's die alten gehen. Schön muss doch wirklich im Himmel drum sein. Petrus, ich bitte dich, geh los mich hinein. Ich möcht gern schrammeln mit dem Brandmeier Hirn, wenn wir Werner herund und ich hätte noch gern. Ein Engel führt mich in einen goldenen Raum, dort hab ich's dann gemerkt, was herrlicher Traum. Und wir reden munter bin wohl, und mein Werner lebt die tragische Wohl. Vor der Lina, da war der Stammtisch noch der rechten Wiener. Mit dem Samstag war der Fisch benannt, unser Meerschanpfeiferl in der Hand, mit einem goldenen
einen Schreifel drinnen durch. Ja, man kennt fast glauben, so sind's gewohnt. Und der lieber süßer Schmäh ist gering. Jo, so waren's die alten gewesen. Leibende Nummer. Großartig. Ja. Großartig. Großartige Nummer. Ja. Die Achtel von einer. Ganz klassisch gestrickt. Jawohl. Die Achtel von der Kaiser von Österreich. Jawohl. Na, siehst du, von dir haben wir geredet, also nicht vom Kaiser, sondern von dem, der hinter diesem Pseudonym steht. Weil, ja, du weißt, was wir meinen, die anderen nicht, natürlich, weil es ein Pseudonym ist. Auf jeden Fall, der Kaiser von Österreich nicht ganz unwesentlich daran beteiligt. Das kann man soweit sagen, dass der ORF uns da ein bisschen supportet hat. Ja, danke herzlichst kann man dafür. wirklich sagen, ja. Der Ton des passt nie, da sind es gerade auch die Achtel rein. Und auch da, ich meine, die einen Achtel sind gekommen natürlich für die Susanne Bund, dass es schnell wieder gesund wird. Die ein paar, glaube ich, mehr ist dann schon gemeint gewesen sein. Für die Hernerstein bei der Lina. Ja. Kann man ein Schlückchen nehmen? Ja, nimm einen Schluck. Was hat unser Triple 7? Es gefällt mir so, dass ich so sage, der Triple 7. Triple oder Triple? Triple 7. Triple 7. Triple 7. Triple eigentlich, ja. Triple ist eigentlich Triple, nicht? Der Triple ist was anderes, ja. Der Trappel ist wieder anders. Der Trappel. Hat es auch eine Werbung gegeben einmal. Triple 7. Ja. Wenn ich zum Appeltrappel. Und der großartigste Werbung war der Fritze Lack. Ja. Kennt ihr den noch? Der hat ja Fritze Lack geheißen, ne? Der Lack. Fritze Lacke. Und da ist immer der hingefallen, ne? So, und da hat er das ausgestellt, das ist dann so mit alle vier im Boden gelegen. Und dann hat man im Wienerischen hat man dann gesagt, wenn so ein Kind, wenn er hingeflogen ist, so richtig schön mit der Goschen aufs Ding, hat er gesagt, oh schau, was dann Fritze Lack gemacht? Ja, dann heute machen wir auch reden noch, so, wenn es einer aufhat, so noch vorne über, der klassische Fritze Lack. Ein klassischer Fritze Lack. Ehrlich. Herrlich, ja. Und hinterm Hundsturm warten wir. Markus Bristonik. Ihr seid im Hundsturmviertel daheim. Ja, klar. Ja. Wer noch wichtig hat die Achtlein von Markus Bristonik, ja. Und der Triple 7, das sind glaube ich Whiskyglaseln, gell, was da rein hast. Das sind Whiskyglaseln, ja, akzeptieren wir. Das akzeptieren wir als Zigarrenraucher. Und das habe ich im gelernt, Triple 7, das kommt vom Flugzeug. Weil der Triple 7 die 777 auch ein Pilot ist. Alles klar. Und das weiß ich, warum weiß ich das? Weil er live dabei war bei den Bluesschammeln, mit mir geplaudert hat, weil du warst, weiß ich nicht, du warst gerade weg wahrscheinlich. Ich hab dabei mit Michi plaudert wahrscheinlich, oder? Ja. Die Triple 7. Robert Buch, was ist? Findest du die Emojis nicht leicht, dass das so eine Schein ist? Ja. Wir haben uns gedacht, wir spielen jetzt einmal was für Werden. Wir haben die, nachdem ja beim Podcast von Servus TV über uns, das war letzte Woche, Servus TV Podcast Musilosen gibt es nach wie vor, natürlich auf Apple Podcasts, Spotify, dann natürlich auf der Servus TV Seiten selber gibt es das auch. Ihr müsst einfach schauen, der Musilosen heißt der Podcast von der Conny Bürgler und da war eben auch ein Podcast über uns und das war eine Hommage an Wien ein bisschen. Nicht? Also da haben wir unsere Liebeserklärung an Wien gemacht und jetzt spielen wir uns, das haben wir auch schon länger nicht gespielt, und zwar von dir? eine Jazznummer, nein, okay. von Karl Rodiner. Ja! Wer? Super Nummer. Einfach nur Wern. Das hat er geschrieben, hat er erzählt, das hat er geschrieben. Da ist er, das weiteste, wo er hingekommen war, weiß ich nicht, war zu dem Zeitpunkt. Aus der Epoch oder so. Maximal, ja, also in die Richtung ist er weiter noch nicht gekommen. Aber da schreibt er dann halt schon über, oder singt er eben schon von San Francisco und so weiter. Aber er hat gesagt, wie er das geschrieben hat, das Lied, ist er nicht weit, ist er aus Wien gar nicht rausgekommen, noch gescheit. Ja. Ich muss das schauen, wie geht das? In F ist das, so.
schon ganz Pater. In San Francisco hast es da und ich. Wieder kein Hocken mehr. Uns noch im Luftballon geblasen her zu mir, dass ich was von dir wär. Vergisst mich nicht, ich hab dich gekränkt, hab dich verlassen, du. Da war ich jung und blöd, da haben die Steiner auf der Gassen im Bussel so an. Geht ich nur heim von da, schau da du in im Bussel so an. Geht ich nur heim von da weg. Au! Eine nicht ganz so bekannte Nummer von Karl Rudener, aber traumhaft schön. Das ist auch eine Jazznummer sozusagen. Ja, absolut. Kann man sagen, eine Jazznummer. Was haben wir da alles? Jawohl. Kann man mal rein, Jazznummer muss ich mich schneiden. Peter Richtinger! Guten Abend, servus, grüß dich, letztes Mal haben wir uns erst gesehen. Ja, bei der Biker-Demo. Genau, bei der Biker-Demo. Schau ein paar rote Achteln von einer. Auch auf Instagram. Heute noch immer. Instagram heute noch immer. Geht super. Die Daumen hoch gingen auch schon. Ein Wahnsinn. Na super, na großartig. Ja, eine leibende Nummer eigentlich, aber die tun mir nicht wirklich leicht. Also ohne Kontrasaten spielen. Ich weiß nicht, von der Ton ist ein F. Und das ist natürlich damit, ja, aber es hat andere. Es klingt ja sonst wie das Vogel. Ne? Also wenn ich jetzt genauso, also da war nicht viel Unterschied dann. Ne? Ja. Na, großartig, da fallen eine. Ja, der Triple Seven hat schon das geheime Wort, das Hui. Aber Hui, pass auf, ich hab halt gepostet, ich schaue jetzt, wie ich das zusammenbringe. Ja, bitte, schauen Sie. Weil wir mal ein herrliches Lob gekriegt vom, hoffentlich, passt auf, jetzt werden wir wieder technisch, einwandfrei. Vom Uli Bär. Ja. Oh ja, das muss gehen. Ja, warte mal. Von dem Bären. Geht das? Nein. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Warte mal, vielleicht da. Warte. Halt's durch. Ah, so muss ich das machen. Warte mal, halt's durch. Ich muss das da hier vielleicht. Ein Glas hat es gleich, also das kann sich nur handeln um 1 Minute maximal. Dann muss ich da her schauen. Wo du über dich hinschaust. Ich traue mir nicht viel sagen dabei. Sag nix. Ich trinke dabei einen Schluck vom Wein, ein Schlückchen. If I never sing another song. Was singt Nein, ich bin da, bist du gescheit, das ist ein Wahnsinn. Da. Das da her tue. Du schwarze Zigeuner. Darf ich nur sagen? Ach, spiel mir was vor, das ist ja Lied. Ja, aber das darfst du nicht mehr heute. Das kannst du auch nicht singen. Lustig ist das Zigeunerleben. Was ist da dabei? Ne, wurscht. Na, unglaublicher Griff in die. Warte mal, es schaut gut aus, was ich da mache. Aber es dauert noch. Gibt es jetzt noch eine Minute? Ja, der Markus Bristonik hat ja auch mit der Fliegerei zu tun. Ja, stimmt. Ja. Mhm. Halt Philipp Banschitz vom Sovenetz. Vom Sovenetz.
Was noch von so jetzt machen oder was? Naja, oh ja, eins weiß ich schon. Ein Klassiker. Der Rudi Marziger oder der Österreicher. Das fordert mir jetzt auch ein. Das fordert mir auch ein, ja. Also ein Klassiker, so dass alle Menschen sind jetzt wieder, kann ich nicht. Aber. Roman Buchter, Patrick, kannst du auch Gitarre spielen? Ein bisschen. Ja. Also ich Ja, weiß. besser als ich Quetschen spielen kann. Sagen wir es so. Bischi. Sagen wir es so. Mein Ex-Frau ist ein Heiselfrau, weil das dann so derbe habe die Ehre ist. Das ist ja Wahnsinn. Geht's ein Blödsinn. Wie geht das da jetzt? Wie das da? Hast du das schon oder nicht mehr? Meine Eigenschaft ist einer, der Warte mal, sich hat keinen in der Ton. Musik überhaupt Wieso das nicht kein Ton? auskennt, Oh ja, was ein Ton? möchte ich es Folgendes mit aller Deutlichkeit betonen. Es gibt wirklich nur eine wesentliche Instanz, was das Wiener Lied betrifft. Und das sind mit Fug und Recht die 16er Burm. Und tun Sie sich das bitte jetzt merken. Bitte nicht zurückreden. Danke für die Aufmerksamkeit. Warte, wie komme ich da wieder raus? Das ist jetzt das Problem. Warte. Warte mal, wie komme ich da wieder weg? Das ist ein schönes Standbild. Jetzt, ich hoffe, man hört uns wenigstens reden. Nein, uns erst. Wir sind ja drin. Warte. Warte, ich kann es nicht mehr wegnehmen. Großartig. Da muss ich. Also, dann machen wir sofort, switchen wir jetzt, ist jetzt eine Radiosendung. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier auf unserem YouTube-Radiokanal. Nein, man sieht uns auch unten im Eck. Also man sieht uns eh im Eck. Aber ich krieg das ja, da wieso kriege ich das nicht mehr weg? Sicher da nicht. Was ist jetzt? Wir haben es gleich. Aber was sagt's? Wie haben wir das gemacht? Na, reingegangen ist gut, aber wie es wieder rausgeht, ist die Frage jetzt. Na, warte mal. Aber die Zuschauerzahlen sinken bereits. Wie geworden? Ja, Nein, sind schon nur nein, noch 48. bitte, bitte. Wir waren zuerst auf 57. Ich kann das nicht dran. Wieso kann ich das nicht dran? Du Muffin. End Broadcast. Nein, um Himmels Willen. Warte, was auf. 47. Ich geh jetzt da her. Ich geh jetzt da her und mach's so. So. Jetzt hab ich geschummelt. Jetzt wird gezonkt, schreibt der Gezonkt, schreibt der Landtagsströmer. Jawohl! Yes! Jawohl. Nein, aber seht ihr, das. Nein, aber wie habe ich das gemacht? Aber habt ihr das Video gesehen jetzt vom Uli Bär? Habt ihr das Ich gesehen? hab's gesehen, da. Du hast es gesehen? Ja, ja. Habt ihr das gehört auch? Naja, eingeschalten habe ich nicht auf laut. Ne? Ja, dann passt eh. Aber ist ein Das Problem. war aufregend. Aber habt ihr gesehen? Ich habe mir schon gedacht, ich werde einmal machen das TikTok der Woche. Neue Rubrik. Sollen wir machen, TikTok der Woche? Ja, sicher. Pass auf. Mach ein TikTok da Also das muss ich einspielen, aber ich muss jetzt schauen, welches TikTok. Warte, es sind schon wieder 49 Zuseher. Ui, nein, leise. Leise! Entschuldigung. So, pass auf, ich gehe da her. Das muss ja auch gehen. Da hau ich mir jetzt zum Beispiel. Landtagsströmer schreibt Weltklasse, ja. Ah, Fernsehen. Super! Alles wieder da. Pass auf. Ja, haben's gehört alle. Ja, passt. Sehr gut, großartig. Alle haben's gehört. Warte mal, das muss ich jetzt runterladen. Und das wird die neue Rubrik TikTok der Woche. Weil haben wir ja. Taktik. Oi, wie geht denn das zum Runterladen? Wenn ich das Duett, nein. Video speichern. Ja, warte. Gespeichert. Wir haben das gleich. Teilen mit. Jetzt will ich das da Trink einen Schluck Wein. Das ist ein Abenteuer. Irgendwer von uns hat zu viel geredet. Da hat man den Uli schwer verstanden. Echt, wirklich? Der Christoph Acker. Wirklich? Ja. Ja, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das funktioniert. So, warte mal, das ist jetzt dann gleich drüben. Gesendet. So, pass auf. Das hat sich aufgehängt bei mir da. Wie, echt? Pass auf, Leute, wir sind da voll im. Jetzt kommt das TikTok der Woche. Aber wenn das jetzt dann wieder so schnell aufgeht. Ne, ich glaube, es lädt dann irgendwie um. Patrick, da spielen wir dazwischen was. Ja, ich schaue mal gerade, ob man. Ist schon da. Jetzt geht's wieder. Ja, Ist schon da. Warte mal, ich hab schon da. Jetzt muss ich noch schauen. Wenn ich das jetzt da einer spiele. Warte. Ja, ist ja wurscht. Können wir dann nochmal auslaufen. Spartans! What is your profession? Das war's. Und ich kann es wieder nicht dran.
Jetzt kann ich es wieder nicht anhören. Vielleicht sollte man den Ton hier leiser tun. Meine Eigenschaft ist einer, der sich ja quasi in der Musik überhaupt nicht. So, das ist der Uli wieder. Warte mal. Fix. Klar. Der Hauptsache, er hat seinen Spaß. Ja, naja, ich hab das da. Jetzt sind wir schon wieder da. Was sagst du dazu? Ja, was sagst du? Das war das TikTok der Woche. Das ist wieder eine neue Rubrik. TikTok der Woche. TikTok der Woche. Stell dir ein. TikTok der Woche. Machen wir da. Und jetzt spielen wir was. Immer einen Schluck nehmen, sagt der Gerhard Stracker, und damit hast du vollkommen solche recht. Aktionen verlieren. 43. Es schrumpft dahin. Es schrumpft dahin. Ja, warte, da müssen wir was spülen. Spülen. Ja. Die Leute gehen halt schon. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder es werden mehr oder es werden mehr, die gehen. Das wird Es werden immer mehr auf jeden Fall. Es werden immer mehr. Aber es wird gut, ja. Es wird passieren. Was spielst du jetzt? Peter Richtlinger sagt, ich hab's jetzt voll im Griff. Vollkommen richtig. Ich meine, weil unterm Strich hat es ja funktioniert. Ne? Stimmt. Ich bin ja dann nicht gescheit zurückgekommen wieder. Wie das dann, Der wie Trinker, das das ist ein Rückstand. Ist der ich habe gerade nachgeschenkt. so, oh hoppala. Muss man sich Sachen gefallen lassen? Das ist ja Wahnsinn. Ich achte auf seinen Alkoholgehalt. Das ist Sei Musiker 4 Geräte, nicht ein bisschen zu viel, bleibt bei den Instrumenten. Also 4 Geräte, 1, 2, 3, also du meinst 2 sind aus Handy, naja. 1, 2, 3, 4. Aber 5, ja. ich muss jetzt schon sagen, sicherheitshalber, bevor ich dann vergiss, auf Instagram muss ich sagen, super, dass ihr dabei seid, aber es wird bald wahrscheinlich dann, wird dieser Livestream sich abschalten, weil der geht ja nur 1 Stunde lang. Auf Instagram geht es nur 1 Stunde und also das heißt, es müsste so in 5-6 Minuten ist dann Instagram aus und das heißt, wir verabschieden uns dann wieder von Dreisat, also quasi von Instagram. Falls wir dazwischen nicht nochmal Servus sagen, dann gilt es jetzt schon als Pfiat gut dabei. Schaut mal auf YouTube 16er.tv, da könnt ihr dann weiterschauen noch. Hubert Hinkhofer, Verzettelung Deluxe schreibt er. Definitiv. Was meint der Steini? Ja? Der Steini kann man so sagen. Hubert Hinkhofer, großartig. Na gut. Aber nein, es hat ja mit Musik zu tun. Beides. Der Ole Bär war über die 16er und das TikTok der Woche, auch das war. Ich hab's nicht gesehen, ich War hab nur musikalisch. Ja, das war musikalisch. Auf jeden Fall. Und daher absolut keine Verzettelung. Das muss man schon sagen. 43 Zuseher. Ja, das ist jetzt, versteift sich da nicht auf das. Einmal mehr, einmal weniger. Gell? Und wie wir immer gesagt haben, wir spielen ja nicht für die Leute, die nicht zuschauen, sondern für die, die zuschauen. Ja, also so genau. gesehen ist wurscht. Was hast du für eine Idee gehabt? Achso, ja. Kurt Sobinetz hat gesungen, also hat das bekannt gemacht. Hat gesungen, ja. Richard Österreicher hat die Musik gemacht und der Text, der vertont wurde, ist von der Trude Matzig, der Legende der Wiener Mundartdichtung. Ich wär blatt, sagt er, ist eine Schand. Um den Bauch, sagt er, spannt mir's Gewand. Ist ein Wunder, sagt sie, frisst ja genug. Schau, die Hosen, sagt sie, geht nicht zu. Es muss was geschehen, sagt er, eine Diät. Aber gleich, sagt sie, sonst ist spät. Ich wär Platz, ist a Schand, um den Tag spannt mir's Gewand. Es muss was geschehen, eine Diät, aber gleich, sonst ist spät. Podcast ein, sagt er, das ist der. Kann man's anschreiben, sagt er, von der Steier. Milch und Semen, sagt sie, hab ich gehört. Das ist gesund, sagt sie, und das zehrt. Fleisch und Käse, sagt er, ist erlaubt. Aber nur kein Brot, sagt sie, weil das stoppt. Milch und Semen hab ich gehört, das ist gesund und das zehrt. Fleisch und Käse ist erlaubt, nur kein Brot, weil das stoppt. Schon ein Wein, sagt er in der Früh, halb besoffen, sagt er, kehrt zur Kur.
Verriss die Hälfte, sagt sie, das war gescheit. Ich brauch ja auch schon, sagt sie, auch nichts Kleid. Aber ohne Geld, sagt er, 1000 Rosen. Ich kauf mir, sagt er, a größere Hosen. Ohne Geld, 1000 Rosen. Ich kauf mir a größere Hosen. Schon allein in der Früh, halb besoffen, brauch keine Kur. Brauch Stütze, bis ich komm, bei der Hunger bringt mich Jawohl! Das ist auch der Schardrausch ist bei uns im Blute. Ja, wenn man Ludger heißt, nicht? Schau da gut die roten Achteln von ihnen. Jawohl, jawohl, jawohl. Eluch 1 hat uns original 2 Kaffee. Es hat euch, glaube ich, gefallen. Und 2 Regeln, passt. Sehr schön. Sehr schön, großartig, ja. Gut so wie jetzt, ja. Ja, das war richtig anstrengend. Das muss ich richtig Luft. Marvihof hat natürlich eine. Ja, also Marvihof, gell, wer das versäumt hat, die großartige Sendung, wo die Vicky bei uns zu Gast war. Ja. Und wer in der, also quasi jetzt einmal Wien, Umgebung und Niederösterreich daheim ist und ein Rindfleisch haben will, wo er weiß, wo es herkommt und gut behandelte Rinder und so weiter, der kann sich an den Marvihof wenden. Das ist gleich bei mir. Also ich sehe oben von meinem Haus. Ja, das ist ja so. Ein bisschen oben schaue ich schon auf den Hof. Und das ist eine ganz alleine Geschichte. Und in der Weihnachtszeit wird wieder geschlachtet und dann gibt es wieder Fleisch. Also wenn ihr da Kontakte knüpfen wollt, einfach. Und eine besondere Spezialität von Ihnen ist ein Bündnerfleisch, nämlich. Ja, nein. Das selbst auch herstellen. Hervorragend. Das haben wir übrigens gegessen bei der Sendung. So ein Bündnerfleisch. Sehr gut. Ja, absolut, war ganz super. Und ich war zu Besuch jetzt letztens dort am Hof. War so leibend und wirklich so die Rinder dort. Und sie bemühen sich so wahnsinnig, dass das alles nach einer. Es ist alles offen, die können aussehen, wenn sie wollen. Ja. Also immer offen. Immer offen, die können aussehen, was sie wollen. Fühlen sich dort wohl, haben alles und jetzt bauen sie halt wirklich in Schlachthof genau dort daneben, also dass quasi dort immer vorbeigängen, also dass da kein Stress aufkommt, wenn es dann transportiert werden. Noch, nicht? Weil das nächste Schlachthaus ist der Bührer in Kirchschlag, das sind so 10 Minuten Vorzeit, aber 10 Minuten ist halt dafür. Vollgas an, das schaut zu und ist aus. Und Video live, Video beendet auf Instagram. Naja. Na gut. Ja, die Marvius hat sich nicht selbst angeschaut, weil der Christoph Acker gefragt hat, die Wiki nicht, ob sie sich angeschaut hat. Na gut, du musst ja die Zeit auch haben, es sind 4,5 Stunden. Es war 4,5 Stunden, war das ein herrliches Pavlatschal, muss man sagen. Ja. War schon eine XL. Das war schon, ja, das war so nicht die Absicht, dass es so lange dauert. Gar nicht. Aber ja, war eine sehr nette Geschichte. Und wie gesagt, absolut, ja. kann ich jedem empfehlen, also am Marvihof, da seht ihr oder pass auf, Vicky, schreib noch mal eine. Habe ich das? Nein, das habe ich jetzt dann nicht mehr. Das habe ich nicht mehr bei der Hand. Leider. Na halt, falsch. Leider. Das habe ich nicht mehr bei der Hand. Ja, selbstverständlich, Vicky. Ich komme auch. Wenn ich wieder in der Buckelwelt bin, komme ich vorbei an Mutter. Ja, klar. Na sicher. Komm mal heimsuchen. Ja. Das mit der Heimsuchung gehört. Peter Richtiger schaut sich auch nicht im Spiel an. Ja, aber Peter Richtiger, weißt du, im Vergleich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, zwischen dir und der Vicky, der ich mir die auch nicht im Spiegel anschauen. Es ist schon wieder passiert. Das war ein verbales Liebestatschal. Es ist schon wieder passiert. Ja.
Das war nicht 4,5 Stunden, das war ein schöner Rausch. Ja, bei dir vielleicht, Christoph, bei dir. Bei uns war das nicht so. Na schau, da haben wir ein Buch da. Sagt, war eine, wenn nicht die beste Pavlatschen. Na arg. Der Roman bucht, was heißt da? Wir bemühen uns da und dann haben wir einmal einen Gast und du meinst, das ist die beste. Das haut mich auch zurück. Das ist ja kein Wunder, dass man zum Saufen anfängt, bitte. Prost! Aber es war wirklich eine wunderbare Pavlatschen, war riesig. Ehrlich sagt auch Prost. Sehr gut. War wirklich sehr leibend. Vielleicht, Vicky, was so lieb ist, schreib eine, weil ich find das da jetzt nicht, dass ich es nochmal einstellen kann. Schreib eine, die Mailadresse oder die E-Mail, die Internetadresse oder was, ja, genau. oder irgendwas von euch in die Kommentare, dass die Leute sehen, Genau. wo das ist. Während die Vicky das macht, können wir uns erlauben, einmal darauf hinzuweisen, dass wir... Das Körbel! Richtig. Den virtuellen Hut habe ich jetzt nicht. Ja. Wir gehen also mit dem Hut herum, nur halt virtuell, weil wir ja anders nicht schienen. Da spielen wir was. Und wir danken euch herzlichst für eure Großzügigkeit, wenn es uns ein Obolus, ein Schmattes, einen Musikbeitrag oder wie auch immer man das nennen möchte, uns zukommen lässt. Ja, natürlich geht es jetzt nur online, sprich über die IBAN und über PayPal, das können wir euch anbieten. Findet die ganzen Informationen drunter in der Videobeschreibung und wir sagen jetzt schon mal herzlichsten Dank dafür. Ja, der Markus Bristol sagt, die beste war immer noch die XXL. Das glaube ich auch, weil das waren 6,5 Stunden. Vom Feinsten, ja. Fast kein Wiener Lied. Vor allem, wenn man gerade der virtuelle Hut durchgeht, Ja. fällt man sein. Wann ich ein Goethe bin, ich Kaiser, da reiset Paulus, und Semus heißen, da kann ich stiebeln und nicht vertraut, dann soll die Mann alle, du bist hätte Fahrt. Wann ich ein Goethe bin, die Wirten, die größten Schnorrer oder die Hirten, da war ich kein so, bleib ich daheim. Bei meinem Weiberl und gerade da. So schaut's aus. Man geht das So schaut's aus. Money-Thema drauf schon. Ne? Bei Passionista schreibt schon Patrick. Shake your money, Dein Blick aufs Handy, 5 cm von der Nase über die Brille ist shake sensationell. your money maker. Shake your money maker. Okay, ja, na gut, ja, natürlich. Das ist fast schon, muss ich sagen, das ist ja fast schon bei dir eine Marken. Fast schon, ja, genau. Das ist, was, das ist so, während man mich eher sieht, sozusagen in einer Model-Pose, hört sich da bei dir dann eher das. Moment, so geht's auch. Großartig. Das ist großartig. Dann fällt mir oft die Brille, wenn ich so habe. Ja, hui, hui, sagt der ehrlich eins. Ja, hui. Jetzt kann ich es lesen. Was ist das? Nichts. So leibend? Alles Hab ich gut. mich noch nie weg. Was? Marco? Ah, der Markus bist dran. Ja, bei der XXL nicht gut. Also wie wir gesagt, wir machen schon mal wieder eine, wobei wir uns das schon dann angeschaut, also nicht die ganzen 6,5 Stunden Aber zum Schluss. XXL, aber am Schluss mal reingeschaut und gesagt, bist du deppert. Man das Internet vergisst nie, verstehst? Und jetzt habe ich mich so bemüht, dass ich ein paar Mal ein Posting mache, wo wir nüchtern sind. Und dann hast du die ganze Aufbauarbeit von den letzten 3 Jahren hast du zusammen mit einer ein paar Watschen, weil es halt dann ein bisschen, ja. Aber Na, so arg. Edel verabschiedet sich, finde ich gut, schön, dass du dabei warst, hat mir sehr gefallen. Na, so schlimm war es nicht, aber es ist natürlich, ja. Aber wir haben gesagt, wir machen trotzdem, wir trauen uns wieder über eine XXL drüber und das wird sein der Weihnachtszeit. Das wird eine Weihnachtszeit sein, ja. Vielleicht die letzte vor Weihnachten, weil wir ja dann Machen wir wahrscheinlich 2 so Wochen wahrscheinlich eine Pause machen werden. Zumindest mit Livestream oder vielleicht machen wir mit dazwischen mit mit Skype oder was. oder so, Das dann überlegen wir uns sehen noch. wir, Das ja. schauen wir uns noch an, wie das ist. Weil so ganz irgendwie haben wir uns schon so drauf gewöhnt. Ja. Wir können auch nicht mehr ganz ohne euch, wisst ihr? Nein.
Nein, ist es so, oder? Passiert. Stimmt, Was? ja. Nein, ist ja so. Völlig richtig. Ist ja so. Du hast das so eigenartig gesagt, darum habe ich so geschaut. Jetzt. Ach so, ne, magst nicht schauen. Ja. Naja, nein, weil da haben wir uns gedacht, das wäre natürlich eine Idee. Nicht? Also die letzte vor Weihnachten, wenn es jetzt natürlich auch ausgeht in die Entscheidung, dann müsstest du wieder zu mir rauskommen, da mein Ofen einharzen ordentlich, da werden wir uns so einen Schweinsbraten oder ein Ragout oder irgend sowas machen. Ein Schweinsbratel war. Schweinsbraten war nicht schlecht, ja. Gibt es den Freitag auch bei uns? Weiß ich, ja. Und da schauen 4 wir, Kilo 20 Bauchfleisch. wie sie ausgeht für uns drei. Es gibt auch noch ein Wildragout. Gott sei Dank eine Kleinigkeit. Der KTM-Junkie ist ein bisschen spät dran, sagt er, ja, aber Hauptsache du bist da. Hauptsache du bist da und das gefällt uns natürlich besonders. Ja, das war etwas fürs Leiberl. Patrick mit Blick aufs Handy. Ja, das war was. Müssen wir von den Ketten sagen. Ja. Ja, wird kommen. Also in den nächsten 1-2 Wochen wird wahrscheinlich was dann kommen, ja. der Verkaufsstart sein mit den 16er Burm T-Shirts von Fleischleibchen. Da könnt ihr gespannt sein, wird sicher Seid laufen. gespannt, ja. Also es 3 wird es geben für den Anfang. 3 T-Shirt-Motive. Auch 3 Farben. Auch 3 Farben. 2 pro oder 3. Das schauen wir uns noch an, was wo. Genau. Also so im Detail wollen wir noch gar nicht. Nein, das ist ja schon zu viel verraten. Robert Buch, da müssen wir euch Keks anpacken. XXL Weihnachtsbaumlatschen. Das glaube ich aber auch, Roman. Bitte, das heißt nicht Keksel. Aber heute Ich habe gelernt, die letzten Jahre, seit ich mit einer Weinviertlerin liiert bin, das sind Grapferl. Ja. Keksal und Keksan, Freddy Keks und so Patrick. verkauft, der Prinzenrolle. Patrick. Das andere sind Grapferl. Du kannst es noch so oft sagen. Worauf sie die Burgenlandlerin, die ich kennt, gleich angeschlossen hat, ja, das sind Grapferl. Ich muss so Burgenland und nordöstliches Weinviertel, muss das irgendwie. Die reden auch im Weinviertel um ein Hui und so, wie im Burgenland, ja. Ja, ein paar. Hui und so, ja, in Schrattenberg da drüben. Ja, Die ein paar haben Fini das. da und so, die Fini haben noch. Die Fini. Die Fini Oma, Fini ja. ist Bestes. Du, pass auf. Marvi Hof sagt Rindsbraten natürlich. Naja, gedacht hätte man echt, da ist ein Schweinsbraten, aber Wobei auch Rindsbraten natürlich bringst du es auf eine Idee. Und das war nicht in der Weihnachtszeit, das heißt, du hast 6 Stunden. Rindsbraten in einer Burgunder Gewürzsoße. Ja, sicher, wer macht Das machen wir ich. Das ist kein Problem. Ja, und ich kann dabei ein Hakeln da aufbauen. Du musst aufbauen dabei. Das Ich sicher, nicht dabei. Und du wirst dann auch immer Die Soße mit Lebkuchen verfeinern ein bisschen und so. In der Weihnachtszeit, herrlich. Das Rindsbraten passt da Na, schauen wir auch mal. schon Soße. Ja, aber es ist auch grundsätzlich eine gute Idee. Und Roman Buch, wie gesagt, das Keksal backen, also das will ich da gar nicht ausreden. Gell? Ja, mit Christkindl-Kostüm, sagt die Bike-Passionista, ich weiß, bei uns kommt das Christkind, das definitiv. Ja. Aber Das passt natürlich, mir schon. mein Bart und mein Name spricht einfach für den Klaus. Ne? Ja, Santa Claus. Santa Claus. Wobei ich, Sankt Niklas, mein Taufname, also Klaus, ist ja wie sagt man da, mein Heiliger, nicht? Mein Namenstag, der ist im September, nämlich beim Nikolaus von der Flühe, sagt er dann gleich. Nikolaus von der Flühe, das war der Nikolaus von der Flühe und nicht der Nikolaus von Myra, der dann im Dezember ist. Ne? Aber für ist ja wurscht, also Christkindl, Kostüm, weiß ich nicht, vielleicht der Nikolaus von der Flü eigentlich seinen Namen Nikolaus, davon noch Nikolaus von Myra hat. Das weiß ich nicht. Den Namen bekommen hat. Nein, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Muss nicht sein. Glaube ich schon. Kann sein, aber muss nicht sein. Aber es wäre möglich natürlich. Ne? Klar, weil man das war ja, da ist. Nikolaus von Myra war früher nämlich. Ja, viel früher war auch nicht. Dass der da schon, aber war sicher, also war auf jeden Fall früher, aber. Nikolaus von der Flü noch dazu bei dir, wo du hingezogen bist, in die buckige Welt, eine Bruder-Klaus-Kapelle ist. Richtig, nach dem Nikolaus von der Flüge. Großartig. Und das ist in Österreich ganz selten, weil eigentlich ist es der Schweizer Nationalheilige. Ja. Aber ja, ist ja wurscht. Also das war ein kurzes Verzetteln. Weil Passionista fragt, wer meldet sich als Esel? Da bestehen ja nicht die Krippenszene noch. Nicht? Ja, naja. Nicht einmal das letzte Abendmahl. Ich meine, Entschuldige, Brot und Wasser. Hallo? Klaus mit Kuh wäre auch super. Naja. Zum Insider-Schmäh werden. Der Markus Bristol, irgendwann wird das zum Insider-Schmäh. Was wird zum Insider-Schmäh? Das müssen wir jetzt sagen. Leiberl und KTM freut sich auf die Leiberl. Oi. Marvi Hof hat Stall schon hergekriegt.
Der Fritzl freut sich auch schon auf die T-Shirts. Fritzl, ich hoffe, also, wenn wir wieder XXL machen, dass du wieder dabei bist, weil, ich meine, ohne Fritzl ist das nur die halbe Geschichte, muss ich ehrlich sagen. Siehst, die Frau vom Roman Buchter sagt Keksal und die ist aus dem Burgenland. Interessant. Das sagen dann nur die Herzen wahrscheinlich mehr und die ganzen die Mordkrawatten oder so vielleicht. Das ist möglich. Ein paar sagen es halt und ein paar sagen es anders. Ich finde es immer noch. Tante Mirli auch, nicht? Das ist ein Krapferl, ja. So wie Hochzeitskrapferl. Ja, nein, aber ich habe meine Verwandtschaft aus dem Burgenland, sagen auch nicht Krapferl. Da müssen wir nicht so viel Krapferl backen, nicht? Dui. Ja, naja. Was für Krapferl immer da gibt es halt dann Kropfen, die sind nicht klar, nicht? Nein, nichts. Alles, was es an Keks gibt, das ist. Die Hochzeit von Kanaan sollte dir nachstellen. Da wird das Wasserwein gemacht, der Matthias Mariach. Party und Klaus beim Stern singen. Aber das passt erst. Mit meiner Wampen können wir locker die 3 Heiligen, 3 König zu zweit anmachen. Das geht sich aus. Das geht sich aus. Neger bin ich auch. Kriegen wir auch hin. 777 schaut, ich spiele die Jungfrau. Das ist der halt Philipp Pancic. Nikolaus von der Flühe war ein Wegelager am 7. Nein, das stimmt nicht. Ja. Definitiv nicht. Nein, nicht einmal. Ursprünglich glaube ich schon dann. Nicht einmal nichts. Aber das ist nicht dann in die Einsamkeit. Nein. So wie mit dem Patrick von Irland. Das ist auch so eine Geschichte. Nein, der Nikolaus Flühe war. Das war definitiv nicht. Also das ganz sicher nicht. War hochbürgerlich und alles war recht hochgestellt. Das heißt nicht, dass man trotzdem. Nein, das ist ein Blödsinn. Schlicht und einfach, das stimmt nicht. Viele vom Hochadel haben durchaus Wegelagerer. Ja, nein, und Sittenstrolche sowieso auch. Ja, aber er war Soldat und war verheiratet und hat Kinder gehabt. Ja. Und dann sagt man wirft ihm ja vor, nicht, dass er die Familie sitzen hat lassen. Und natürlich, ja, es wirkt so, aber so war es eigentlich auch nicht, weil das war nämlich alles unter der Absprache mit der Frau und alles. Und seine Klause, die waren in Rufweite vom Haus entfernt. Von seiner Frau und die Kinder. Also der ist nicht ausgezogen und ist verschwunden, sondern das war ums Eck. Also der ist halt da und war dann Einsiedler und war halt dann sehr aktiv, aber so Wegelager, das war der definitiv nie, war aus gutbürgerlichen Hause und hat recht früh Familie gehabt, soweit ich das weiß. Also das muss ich zurückweisen zur Ehrenrettung von Nikolaus von der Flühe. Das 16er Bum Krippenspiel, eine Hommage an das Wienerlied. Wir machen heuer eher ein Weihnachtsprogramm. Erstmalig, wir sind engagiert, also quasi ein Auftragswerk, ein Weihnachtsprogramm für eine Geschichte. Da vielleicht da werden wir dann sicher auch was dort bringen natürlich. Dann werden wir schauen, was wir da machen. Ja. Ja, der Fritzl, er muss sich was Gescheites hinstellen zum Essen, war nicht klar. Also wenn es die XXL, ich meine, wir haben ja damals auch nicht gewusst, was wird, aber... Nikolaus von Österreich, Landesstromer, ne, das könnte ich sein. Ja. Dreistimmig singen, wenn wir Stern singen, na, das bringen wir zusammen. Das bringen wir noch. Weil wir singen zweistimmig und das falsch, das haben wir schon 3. Das haut hin, das kriegen wir hin. Ja, das bringen wir hin. Jesus Christ, Superstar auf Wienerisch. Ja, pass auf, wir spielen jetzt einmal was nicht Weihnachtliches. Wir sind jetzt voll ins Weihnachtsthema abgegangen. Ja, eigentlich, ja. Aber es ist wirklich so, also die nächsten... Das ist doch zu früh. Die Stimmung für Weihnachten. Ja, aber das ist wirklich leibend, weil natürlich die XXL-Bablatschen, also geplant wäre sie. Also geplant, wir haben die Idee. Wenn es sich wirklich irgendwie schön ergibt, dass wir das so machen, da damals schön einharzen, wenn wir zusammenkommen in der Stube machen, weißt du, da kommen wir zusammen. Also die Geschichte ist gegessen. Zugespielt, das ist, ja, wurscht. Von der Gestapo, also von der Staatspolizei vielleicht nicht. Oder die Eingeführte vielleicht wieder, die wieder eingeführt wird. Nicht? Was weiß man? Was weiß man jetzt? Ich traue der Welt alles zu. Was weiß man? Nein, so schlimm ist es nicht. So schlimm wird es nicht werden. Aber wir werden auf jeden Fall das vorsehen. Ja? Wir haben einen Plan, dass wir das machen, die XXL Bablatschen irgendwo in der Weihnachtszeit, vorher glaube ich nicht.
Und es sei denn, es passiert wieder so mit der Wiki. Ne? Das war natürlich auch nicht geplant, dass das 4,5 Stunden werden. Aber das ist, und eben das Weihnachtsprogramm haben wir in der Arbeit, das führen wir ja auf, ich glaube Mitte September. Dezember. Mitte Dezember. Ja, irgendwo sowas. Ja. Muss man schauen, wie man das kommunizieren kann. Und ja, das sind unsere 2 weihnachtlichen Themen. Na schau, und jetzt ist noch nicht einmal September und wir reden schon über Weihnachten. Das war notwendig, wenn man ein Programm macht. Wie in der Großindustrie. Ja genau, die Bike-Passionista sagt genau das. Alter, es ist der 31.8. und wir reden von Weihnachten. Ja. Wird aber Zeit fürs Programm. Der Franz M. sagt, in 4 Monaten ist Silvester, natürlich. Würden wir eine Weihnachts-CD machen wollen, war wir schon zu spät. Stimmt. Patrick, spielen wir was nicht Weihnachtliches. Ich dabei. Gut, da muss ich spielen weiter. Sie kennen alle, die jemals am Friedhof dort wohnen. Künstler und Hackler, Generaldirektoren. Jeder tut sie freundlich grüßen. Egal ob's groß oder klein ist. Dafür haben wir hier was ins Kerl rein. Ja, bei der Zense hört man gerne. Mein Schatzel ist eine Häselfrau am Friedhof in Charlotte. Die Handschuhe gelb, das Schirm so blau. Mit Zing, aus Stadtland. Sie kennt alle die Mittel, die im Fernsehen bewähren. Duftende Hacke und Co., sie hab's gern. Fröhlich tut sie die Häsel putzen, weil wir sie ja schließlich benutzen. Dafür haben wir ihr was ins Kerl rein. Ja, mit der Zense hört man gerne. Auf geht's! Mein Schatzel ist eine Häselfrau am Friedhof in Stadtland. Die Handschuhe gelb, das Schürzel blau. Mit Zing, aus Stadtland. Was sagst du, Kabel? Das ist ein Stromkabel. Okay. Der Klassiker. Ich habe einen Schock gekriegt. Ich sehe da immer das Kabel auf und anwippen. Ja, das ist Stromkabel, das geht. Da habe ich, da ist es. Ui, der Wein ist aus. Aber aus, nicht? Ja, so schnell war man noch nie aus mit der Bouteille. Naja, ist ja nur ein Glasl noch da. Also, Ja schon, aber es ist mir. Aber, das sind 6 Wochen rausgegangen. Naja, das ist immer das Gleiche. Das ist ein Wunder, oft gingen nur 5 aus. Ich werde da runterfahren mit dem schon so. Das war schön. Die rote Achtel von einer, das taugt mir. Ja, Markus Briston, ich sag doch, das taugt mir. Pass auf, na, was spielen wir jetzt? Mir ist vorher was eingefallen, das habe ich schon wieder vergessen. Weißt du, was wir schon lange nicht gespielt haben? No. Weil wir es nicht erkennen, aber von den Noten weg. Die alte Hitten. Das ist eine schöne Nummer auch. Da habe ich auch keinen Guster jetzt drauf auf die. Kein Guster? Hast du Nein. keine Lust? Nein, Das gar spielen nicht wir heute. Wenn mich der Herrgott fragt, Wenn mich der bringen wir Herrgott- das Ja, zusammen. das bringen wir Bringen wir das zusammen. Mein Adel hat mir oft und oft eine alte Geschichte. Gustav, gell, ist das, oder? Ja, ja. Das ist aber in E-Moll, ne? Mein Adel hat mir oft und oft eine alte Geschichte erzählt. So hat er gesagt, der Herrgott kommt mitunter auf die Welt. Und wie man da begegnet tut, den Retter freundlich an
Und ein mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, dass er wär doch wirklich wunderbar nicht schlecht. Ich weiß schon, was ich sagen will. Wann mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache ich ein Buckel, das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut auf dich bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Und in der Schule, da haben wir gelernt, ein Lied voll Allgewalt. Der liebe Gott, so heißt es drin, geht einsam durch den Wald. Seit dieser Zeit, da zieht's mir heut in Wiener Wald hinaus. Und mancher fromme Wunsch, der geht, da frag ich einmal aus. Ja, dass er wär da wirklich gar nicht schlecht. Ich weiß schon, was ich sagen möchte. Wann mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nichts fehlt, da mache ich ein Buckel, das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut auf dich bist, ja dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Ein paar Mal eine Ladehemmung hat es gegeben, ein paar Mal hat es eine Ladehemmung gegeben, aber sonst. So eine kleine. Haben wir schon lange nicht gespielt, haben wir schon lange Sehr, nicht gespielt. sehr lange nicht gespielt. Was kommt? Christoph Acker sagt auch, sehr schön gesungen, ja, da danke ich dir recht schön. Da danke ich dir recht schön, nimm noch einen Schluck von meinem Chardonnay vom Ausblick. Ja, der Winzer Dauertester, der Ausblick, ja, zwei Sendungen haben wir noch. Zwei Sendungen. Zwei gingen sie noch Zwei aus, Flaschen. ja. Nein, auch nicht, das war jetzt das und Und nächste Woche noch, ja genau, Ja, dann nächste kommt der Woche. nächste. Dann kommt der nächste. Winzer Dauertester. Ja, ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auch schon drauf, wieder, muss ich ehrlich sagen. Ich schluck mir einen Schluck Wasser. Gib mir auch Wasser, gib mir auch Ja, Wasser. bitte gerne. Vielleicht heute ein bisschen dann noch. Es ist sicherer, ist es da hervorne. Ja, ist besser. Wasser, gesund, der Wasser. Ja, sehr. Danke dir schön. Schön, sagt der Rudi Corbesso. Rodolfo Corbesso. Die Zeit nennen sie auch 1,5 Liter Wasser und ein Dreiviertel Liter Wein. Sehr gut. Ich meine, wenn du nicht mit dem Auto da bist, schaut es eh anders aus. Das ist die dritte Bottle Wein, weiß ich. Hast du Ich soll mehr trinken, hat mein Arzt gesagt. Sicher, wahr? Ja. Ich fries weniger und sauf mehr, hat er gesagt. Ja. Der Markus Pistolik, es sage bitte, bringt meine Augen zum Schwitzen. Ja, genau so sagt man das. Genau so sagt man das. Das war eine schöne Nummer. Roman Buchter verabschiedet sich. Vierte Code, Servus, Papa. Ja, wir kommen eh schon langsam zum Schluss auch. Aber mit der Herrgott fragt, das ist ja eine alte Nummer, gell? Wer hat das geschrieben? Das bin jetzt überfragt. Das ist auch alt, aber. Wenn mich der Herrgott fragen tät. Wenn mit der Herrgott fragen tät, genau. So ist der Titel, ja. Kommt nie so vor im Lied. Ich glaube, der Korbis Rudi wird es gleich wissen. Der Rudi wird es wissen. Wann Rudi es schreibt weiß, nicht schaut daheim gleich auf, wenn er daheim ist. Der Christoph Acker, das Sehr sind schon gut. bald 2 Monate Dauertest. Die Zeit vergeht. Ja, du hast recht. Das ist schon das zweite Monat. Es ist der zweite, war oder der dritte, der Na, der erste Dauertester war der Karl. war der Karl Lentner. Karl Lentner, und dann kam ich schon der. Und dann war schon Ausblick, ja. Richtig, ja. Dazwischen war nichts, ja, 2 Monate. Ja, genau. Ja, Vollkommen das ist richtig, ja. Und der nächste, ne, wir haben schon, also zwei Dauertester haben wir schon zugesagt, von einem haben wir schon sogar einen Wein daheim, Ja. aber vom anderen. Schauen wir, ja, welchen wir zuerst machen. Schauen wir, Mal sehen, schauen ja. wir. Jetzt schauen wir, aber ja, hat sich gut durchgesetzt. Das ist ja unser, ja, eigentlich, verstehst, keine 1000 Leute im Abo,
Aber wir haben schon unsere Sponsoren. 37 Zuseher gerade aktuell. Ja. Das ist Leibwand. Ja, das passt. Das ist Leibwand. 38, gut schon. Ja, du, das ist immer so, einmal machen es mehr, einmal sind es weniger. Ich glaube, das ist, man darf das auch nicht so ernst, das ist genauso wie mit Spülen. So ist es, ja. Wir haben oft, da ist ausgebucht und da könntest du nochmal doppelt so viele Leute einsetzen und ein paar Tage später hast du kaum Und Leute. ihr werdet es nicht glauben, ich habe im September einen Tag, da spielen wir einmal und wir könnten 5 Mal an Ja. den Tag spielen. Ich glaube, vor 2-3 Jahren war das da aber gesagt, es reicht uns schon das Geld, was wir verloren haben, durch das, dass wir angesagt haben, wenn wir schon spielen. War echt viel, ja. Ja klar, es geht immer an einen Tag zusammen. Ja. Aber so allgemein, das ist ja so. Und ich werde es nie vergessen mit das schon die Hette. Gerade frisch verschwitzt vom Sport zurück. Bravo, Hette, bravo. Ich war heute auch schon in der Früh bei Sturm und Wind bin ich mir am Radl gefahren, durchs Weinviertel geflitzt, wie ich immer sage. Aber das Flitzen war heute nicht so. Wir haben Gegenwind gehabt beim Anfahren. Ich fahre am Glocken rauf. Ja, das ist ja so. Aber die hätte sich immer gebraucht. Wir haben heute schon über Nikolaus von der Flüh gesprochen. Und natürlich, da hätte man dich als Schweizerin dazu gebraucht. Ne? Dass du auch deinen Senf dazu gibst, das hätte uns noch gefällt. Christoph Acker sagt 37 Daumen hoch. Ja, 36 Daumen hoch. Hat es einer schon zurückgezogen. Christoph Acker, du weißt, er hat schon zurückgezogen wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, was wollte ich noch was sagen? War noch was? Da Winzer Dauertest, da haben wir Im Winzer Dauertest, ja, das war das. Wer kommt dran? Ja, nein, genau, dann würde ich sagen, wir haben also, weil man so redet von den Influencer und so, ne? Und ja, was da ist, und wir haben nicht einmal, da siehst du, dass Berufstrinker grundsätzlich einen Vorteil haben. Nicht? Weil, ich meine, wie gesagt, keine 1000 Abonnenten, aber schon einen Weinsponsor. Das haben wir schon mal geschafft. Domanik Roll hat es geschrieben. Roman Domanik Roll, ja. Beides Text oder Text von Almeida, beides wahrscheinlich. Nein, ich wusste aber die Zeit, aber wann war der? Also Roman 20. Domanik Jahrhundert. Nein, 19. noch. 19. noch 19. Roman Domanik Roll war noch 19. Ja. Oh. Und bis ins 20. hinein. Aber das ist so, diese Domanik Roll ist so ein Zeitgenosse von Fiebrich. Ja, genau. Der Klassiker. So der- Domanik Roll. Ja. Der Klassiker. Der Klassiker, Reisau. ja. Was ist denn Ein anderer Klassiker war es eigentlich auch gewesen. da? Nein, ich meine den. Was ist denn? Droben vom Benzinger Kirchel hört man das 12 Grad Schlag. Und durch das Mondhöhle Gassel biegt die Ecken ein Wohn. Vor einem Wald wie ein Häsel, da heut der Madel steigt aus. Macht ein verlegenes Genicksel, dann huscht's wie ein Masel ins Haus. In Ohren die rauschenden Walzer, die Walzer vom Lanner und Strauß. Im Herzen ein bisschen verliebt sein, so kommt sie vom Kommerzhaus. Die Guckeln sind blau wie die Fägeln, sie glänzen voll Lust und voll Freude. 60 Leideln so was, 31 in Wien, in der goldenen, gemütlichen Zeit. Da gibt es natürlich eine wunderbare Persiflage auf dieses Lied. Da unten beim Benzinger Wirten haben sie und 12 der Schlag. Und durch das Mondhöhle Gassel bläden's mit funkstraffen Wohl. Vor einer blutigen Hocken, da halten's Organe steigen aus. Machen
Tatbestandsknipsel. Dann sagen Servus, gut schaut der aus. Im Ohr noch die Glasscherben vom Kriege, am Sackel die pickerte Sauce, im Herzen ein rostiges Messer, die vier sind vom Bierwaschelnuss. Die Guckeln sind blank wie ein Fegel, die Zahndern liegen überall verstreut. Das kommt, wenn man schnupst und an anderen was grapscht. Wird man da schlagen? Wird man da schlagen vor der Spärstunde Zeit. Ewig nette. Ewig. Sehr schönes Lied, sagt der Landtagsstürmer, ja. Wir haben es jetzt ein bisschen verhunzt mit dieser Persiflage, aber die ist dazugekommen. Die haben wir irgendwann mal aufgeschnappt, wo? Weiß gar nicht mehr wo. Jawohl. Thomas Bastler, verabschiedet sich, vierte gut, schön, dass du dabei warst. Franz M. Ranzi, billig, Schaube, Benzinger wird, ja genau. Ja. Billig, ja. Na, wunderbar. Franz Billig und die Progressivschrammeln. Die haben das gesungen auch, ja. Ja. Susanne Bohm, alles Gute. Schlaf gut, wird schon gehen, hat er. Der Pulver, was der schon reingehauen hat, geschrieben. Weißt ja. Aber das Lied natürlich auch ein Klassiker. Dominik Roll, einer der wenigen, der die Wiener Lieder mit Moll beginnt. Fast alle eigentlich. Das ist fast alle. Der Dominik Roll mit der Moll, Moll, nicht? ja, Ich immer ja, sagen. Einmal im Monat der Pfeife auf Jazz, Christoph Acker. Ah, Moll. Ja. Was er wünscht, spielen wir das, natürlich. Der Rudi Korbe schreibt dazu, jetzt fällt nur noch die Füßel aus. Naja, geht schon. Die müssen wir vorziehen. Die müssen wir zu, jetzt ausnahmsweise. Also machen wir natürlich schon die Reblaus, wie es gehört. Und dann mit der entsprechenden Wunsch auf Rudi Korbes. Bitte, wer dann der Meinung ist, dass das nicht in Ordnung ist, dann bitte entsprechendes Shitstorming an den Rudi Korbes zu richten. 777 haut sie auch schon. In die Hapfen, vierte gut, schön, dass du dabei warst. Danke nochmal für deine Zigarren. Die werden uns. Danke dir. Ja, na, der Stromer, Moll ist immer toll. Na gut, also jetzt die Reblaus respektive. Die Reblaus. Auf uns von Rudi. Ist das nicht Dora? Nein? Nicht die Dora? Ah, oh ja, Oh ja, klar. natürlich. Das war sie. Ich weiß nicht, was das ist, ich trinke so gerne eine Flasche Wein. Da muss kein besonderer Anlass oder gar ein paar Blatschen sein. Ich sitze oft stundenlang allein auf einem Fleckerl. In einem Weinlokal, in einem stillen Eckerl. An anderen Menschen wäre das vielleicht zu tun. Aber ich bin selig und ich weiß genau warum. Ich muss im früheren Leben ein Reblaus gewesen sein, sonst wäre die Sehnsucht nicht so groß nach einem Wein. Drum tu den Wein ja nicht trinken, sondern beißen. Ich hab den roten grad so gern, alles wie den weißen. Und schwören könnte ich, dass ich ein Reblaus gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich hab gehaust in einem Weingarten bei Wien. Drum hob den Gombolskirchner, ich soll vom Herzen gern. Und wenn ich stirb, möchte ich ein Reblaus wieder wehren. Jetzt kommt die Wunschvariante vom guten Rodolfo Corbesso. Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin zu Frauen oft so gemein. Bitte, da muss kein besonderer Anlass oder gar ein Streit gewesen sein. Ich sitze oft stundenlang allein auf einem Fleckerl. Ich könnte mich fast genieren in einem stillen Eckerl. An anderen Menschen wäre das vielleicht zu dumm. Aber ich bin selig und ich weiß genau warum. Ja, ich muss im früheren Leben
ein Fützlaus gewesen sein. Sonst wird die Sehnsucht nicht so groß nach Schamhaar sein. Drum tu die Frau dich auch nicht busseln, nein, ich tu sie beißen. Und tu sie zärtlich an den Unterriechen reißen. Und schwören könnte ich, dass ich eine Fützlaus gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich hab gehaust in einem Gürtelpuff in Wien. Drum hab die Gürtlerinnen ich so vom Herzen gern. Und wenn ich stirb, schon bitte schön, da möchte ich ein Fritzlaus wieder werden. Großartig. Fritzlaus. Bin auf dem Kanapee eingeschlafen, sagt der Erson. Na gut, bist entschuldigt. Aber schau dir was an. Die Achtel von einer, so schlimm kann es also nicht gewesen sein, dieser Wunsch. Aber jetzt, jetzt machen wir noch in Acker Christoph sein Wunsch. Eine Monat, da was denn. Selbstverfreilich. Weil der Wein ist aus, jetzt hast du gekommen. Wir kommen zum Ende. Außerdem schau doch auf die Uhr. Wir haben gar nicht so ein richtiges Abschiedslied, gell? Also so richtig so. Noch nicht, ihr habt es geschrieben. Ja. Ihr habt es geschrieben, aber das kennen wir noch nicht. Also, Das ist eigentlich das ist erst geschrieben. Na, es ist schon fertig geschrieben, aber. die auch schon fertig. Na, alles fertig, aber ich habe es noch nicht gegeben. Bitte schreib's mal auf. Schreib ein paar so Flinchies auf. Ich hasse es, Noten zu schreiben. Flinchies auf. Arrangement mache ich dann schon. Ja, naja, das ist. Ich glaube, der arrangiert ja das auch noch. Ja, selbstverständlich. Hätte ich schon geglaubt. Ne? Nix da. Nein, aber das nachdem ich der Verleger bin, Du bist der Verleger. Ja, aber das ist, weißt du, das verlegst immer. dann ist verlegt. Ich muss das immer dreimal aufschreiben, weil du es immer verlegst. Ja, aber das werden wir, Patrick, das nehmen wir uns vor. Dass wir das bald kennen. Ja, schreiben wir es auf einfach, dann geht's und dann schicken wir es. Ja. Dann Das müssen wir machen. spielst du in der nächsten Sendung, ist kein Problem. Da spiele ich wieder von meinem Lieblingskomponenten. Vom Blatt. Ja, aber auf jeden Fall, das ist ja, aber sonst haben wir eigentlich gar nicht. Weil sag beim Abschied leise Servus kann ich nicht. Und eben so Abschiedslieder, ne? Eben sowas wie schau doch auf die Uhr. Weißt du, so, wie die Größen der Schlagerszene. Und auf Wiedersehen. Und die Musik spielt auf hier im Saal. Thomas Klagenfutscher, der Obolus ist schon bei euch eingeladen. Thomas, herzlichsten Dank. An alle anderen auch nochmal die Bitte und den Dank dafür, dass uns da finanziell ein bisschen unter die Arme greift. Also, unter die Arme greift. Ist ja keine Spende oder was, sondern es ist quasi wie wenn wir halt bei euch sitzen täten oder miteinander beim Heirigen sitzen und dann halt sagen, wir gehen mit dem Hut durch. Quasi ein Obolus für die Muse, wie es ist. Roy singt jetzt noch mit. Unser Nymphensittich von der Wildcat singt jetzt noch mit. Na, das ist ein Hit. Was sagst du? Ich glaube, es regnet bereits. Psst. Ich glaube nicht. Es regnet. Das ist, glaube ich, eine Tatsache. Das ist eine Tatsache, oh ja. Aber trotzdem, jetzt hat Christoph Acker gesagt, einmal im Monat, das machen wir natürlich, selbstverständlich. Machen wir gleich das so Abschluss. Machen wir dieses Abschluss. Sicher, warum nicht? Du hast recht, der Wein Das ist ist eine schöne Nummer eigentlich. Ja, genau, na, mit dem werden wir uns verabschieden. Mit dem verabschieden wir uns und freuen uns auf die nächstes Mal. Sagt es bitte weiter, dass es uns gibt. Nächste Woche. Mundpropaganda ist das Größte, das Wichtigste, das Leibendste, was es gibt. Der Fritzl sagt, Eintritt bezahlen. Ja, großartig. Danke. Da steht der gute Schmatt. Der Berner Hausmotto. Heute hat es im Bundeskurz eine harte Quotenkonkurrenz. Wir haben heute 4 Wespen gestochen, werde wohl bald flach liegen. Ja, das, du, aber Bernard, wenn du da nicht arg drauf bist, letztes Jahr haben wir damit also ein Nest erwischt, ein Erdnest. Und da haben wir 5 oder 6 gestochen, weiß ich nicht mehr. Aber das geht dann eh. Das geht aber, wieso, was hat der Bundeskurz heute? Was ist heute leicht? Weil es nicht eine Pressekonferenz oder irgendwas ist. Ach so, irgendwas ist, ja, wie es weitergehen soll jetzt. Ach so. Nicht die Renate Lechner. Renate, passt aber, dass du da bist. Weil als Abschluss. Der Wolfgang Groatzka. Jetzt kommen sie alle erst. Wir machen die Schlussnummer kommt jetzt. Ihr müsst euch von vorne wieder anschauen. Ui, der Franz Empf, wenn er der nächsten Nachtsessions bereit ist, heute den Haselbacher Marsch oder die Höhlerriegel-Tanz vor. Ja, unbedingt. Da sperren uns einen Kanal, wenn wir das öfters machen. Ich rede schon so viel Blödsinn. Ui, Almoschkuli, bei uns Sturm, Regen, Hagel. Das haben wir auch gehabt unlängst, ja. Die Renate, nicht aufhören, bitte. Oh ja, wir sind 2 Stunden da.
Ja, einer 3/4, aber. Das reicht schon. Aber wir sind schon, die Flaschen austrunken, die sind so am Ende, aber wie gesagt, du kannst ja diese wie auch alle anderen Livestreams auch nachschauen. Das ist der Vorteil. Das ist, ja. Bis zum nächsten Mal, eine gute Nacht allerseits, Thomas Klagenfurt. Wunderbar. Wir wünschen euch auch das Allerbeste. Ich muss nicht schauen, was der Buddhis kurz da für Konkurrenz gelegt hat. Ja, wie mein Großvater gesagt hat, allgemeines Flohbeißen zu wünschen. Und mit dem Wunschlied von Christoph Acker verabschieden wir uns und freuen uns aufs nächste Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Wie gesagt, sagt es weiter, dass es uns gibt. Ja, die Mundpropaganda ist das beste Mittel und vielleicht schaffen wir es noch in dem Jahr, dass wir noch 1000 Abonnenten zusammenbringen am YouTube-Kanal und helft uns. Ja. Dankeschön, dickes Puzzle, eure 16er Buben, fit euch gut und jetzt da einmal im Monat. Tschüss. Einmal im Monat, da pfeife ich auf Tschüss. Ich hab vom Vater so ein Dress. Ich nehm mein Mann und fahr nach Grinzing hinaus. Und Doli raus. Spüren sie's die Scham, wenn da wird an meinem Pfad. Und ich vergiss ein Musikautomat. Ich brauch keine müde Musik, ob sonst keiner vergisst. Einmal im Monat, da pfeif ich auf Schiss. Und dann Doli, und dann Doli, und dann Doli mich aus. Bis dann hat mein Vater gesagt, Bub, heut gehst mit mir, da gibt's gar kein Widerred, wenn ich zu Wendy vier. Dort haben wir den Schraube gelauscht, wir waren für alles verloren. Und vom Wiener Lied berauscht, hab ich mein Vater schon